Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Enki. Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, die letzte Episode ist dann doch wieder 40 Minuten circa Woche. Aber ich muss sagen, glücklicherweise 45, das wäre dann echt zu lang gewesen. Aber 40 Minuten, das ist gerade noch so im Rahmen, finde ich. So. Dann fangen wir doch direkt wieder an, unseren Kaffee zu gießen. Und Moja hat kennt Geburtstag. Der mag übrigens Eier. Also sei Supergeschenke habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Glasierte Süßkartoffeln haben wir halt rausgefunden. Nett. Morgen gibt es eine Prise mit Polle. Alles klar. Hui, was habe ich denn hier? In einem neuen Papier. Grüße, junger Adept. Ich habe an dem Paket einen Gegenstand von arkaner Bedeutung verpackt. Nutz ihn weise. Emrasmodius, Zauberer. Ja, danke für die gefrorene Träne. Die wandert unmittelbar hier drin. So. Dann erst um die Tiere kümmern. Genau. Du sagst Leverwurst. So, du rennst hier schön gegen die Mayo-Maschine, weil du anscheinend nicht so der cleverste bist. Gut, dann holen wir erstmal das Zeug. Und holen hier schön alles, was es noch gibt. Streicheln die Tiere. Und Iridium-Ei werden wir wahrscheinlich morgen auch wieder kriegen. Deswegen schmeißen wir die Eier doch jetzt einfach mal alle durch, wo sie hingehören. Und zwar in die Mayo-Maschine. So. Das Entenei kommt mal wieder zum Schluss. Das Iridium-Ei, was wir morgen kriegen, das ist dann für Kent gedacht. So, jetzt haben wir sie doch endlich alle wieder auf einem Haufen, die Tiere, wie sie das gehört. Sodass ich auch wirklich vernünftig dort rangehen kann an die Sache. Und zwar vor allem geordnet. Ja, die Bertha, die ist immer noch ein Baby, leider. Auf unser Trüffel müssen wir also noch ein bisschen warten. Aber keine Angst, ihr Tiere dürft natürlich raus. Aber vorher wird die Wolle reingeschmissen. So. Raus mit euch, ihr seid frei. Dann Milch und Milch. Und immer noch mehr Milch. So. Als rein damit bleibt nur noch die Ziegenmilch übrig. Okay. Ui, da ist aber ordentlich was gekommen. Granatapfel, sehr schön. Das brauchen wir fürs Gemeindezentrum. Der Rest ist einfach nur für uns was Nettes. So, gerade mal gucken, ob hier noch genug Platz ist. Sieht so aus, ja. Da können wir da nämlich auf jeden Fall schon mal die Gästehütte hier pflanzen, die ich haben wollte. Dafür würde ich ganz gerne aber auch den Baumfäller. Ach, wie schön, wenn die Schmetterlinge da rauskommen aus dem Baum. Och Gott, schon wie hart sich der Baum hier war. Für Teufel. So, dann erstmal hier wieder rein. Das sieht gut aus. Ich weiß, die brauchen eigentlich nicht, aber trotzdem. Ach, was ist schön die Musik wieder. Hopp. Und du noch. Und dann geht's weiter. So. Schön auffüllen. Ah. Aber ich finde es auch schön, dass die Leute mal Stardew Valley Let's Play genießen, muss ich sagen. Ich hätte am Anfang echt nicht gedacht, dass das tatsächlich so viele Zuschauer anlockt. Aber da das mittlerweile neben Lufia und vorher Illusion of Time so die einzigste Alternative auf meinem Kanal ist, scheinen tatsächlich viele Leute auch hier reinzugucken. Und es freut mich natürlich umso mehr, wenn viele Leute Stardew Valley als entspannt wahrnehmen. Mich persönlich entspannt es ungemein. Ich finde, es ist ein wundervolles und sehr schönes Spiel und es macht tierisch Spaß. So, wird der Radiesel rausgezischt. Das stört mich. Ach, dass es am Wegesrand liegt. Also nichts wie ab dort hier. Dann erstmal an die Tiere vorbei. Was können wir alles fort? Granatapfel machen wir den fort. Der ist fürs Gemeindezentrum. Der Rest geht auch hier in die Tonne rein. Die Lachsbeere machen wir auch hier rein. Dann der Harz kommt hier rein. Das ist Baumaterial, alles hier rein. Und als nächstes wird erstmal wieder Felder kräftig gegossen. Ich muss sagen, der Sprinkler hat mir schon jede Menge an Erwit abgenommen. So. Das darf natürlich auch nicht fehlen. So, dass man sogar noch kein Müll rausgeholt.
Dann weiter hier. Und bevor das nächste Vieh wieder auf meine Felder drauf latscht, ich weiß, anscheinend fressen sie nicht meine Ernte. Aber trotzdem, man will ja nichts riskieren. So. Drauf und drauf. Okay, warte mal. Da brauchen wir jetzt auch noch 2 Zäune mindestens. Damit hier noch einer rein kann. Dann habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal übersehe, wo ich da in Ohnmacht gefallen bin. Und hier muss noch nachgegossen werden. Und dann schauen wir mal, was wir heute nochmal für Geld alles an neue Produkte kriegen. So. Und ich bereite dann auch vor, ich hoffe, es lernen und oder neue Länder sehen, was ich dann heute hier mache. Damit sie schon sehen, dass ich mich theoretisch hier auf den Multiplayer vorbereite. Wo ich dann als Host fungieren könnte. Wäre für mich persönlich ganz schön, muss ich sagen, weil durch die 2 bin ich überhaupt erst auf das Spiel Stardew Valley komme. Ohne die 2 wüsste ich gar nicht, dass es das Spiel gibt. Deswegen wäre es mir natürlich eine große Ehre, mit den 2 hier das Multiplayer-Teil A zu zocken. Wer weiß, eventuell mache ich das noch Jahr 3. So. Das könnte natürlich sehr gut sein, dass ich zuerst die 3 Jahre Singleplayer mache und danach mache ich halt wirklich Multiplayer. Mit den 2. Na, welch... Mann, oh Meter. So. Rei kommt das ganze Zeug. Dann geht's mit uns erstmal ab. Wir sind jetzt erstmal auf Reise. Scheiß drauf. Da muss ich jetzt nämlich auch noch kurz hier. Ich möchte mal kurz in die Calico-Wüste, genau. Da gibt es nämlich auch, glaube ich, was Neues, was wir fürs Gemeindezentrum brauchen. Deswegen gibt es noch einen kurzen Abstecher in die Oase. So, zack. Und zack, dann kann ich mir das Zeug immer noch so ein bisschen holen. Ist auch wieder schönes Zeug zum Verkaufen. So, was gibt's dann bei dir, Schönes? Kaktussaat, oh geil. Kann nur inner bepflanzt werden. Produziert alle 3 Tage Früchte. Wisst was? Wir holen uns von den Dinger mal 4er. Rhabarberrote Beete. Nee, Saisonpflanze. Nee, dann ist das Zeug, was ich gesucht habe, wirklich nur beim Pierre. Und zwar Rotkohl. Rotkohl war das, was ich gesucht habe. Aber Kaktussaat? Warum nicht? Machen wir 4 Innenpflanze. Und dann macht das wohl hier die Kaktusfrucht für uns. So. Lehm haben wir auch schon. Warte mal, halte mal eine Gaula. Was brauchen wir da noch dafür? Verfeinerte Quarz war das noch, genau. Okay, gut. Da können wir uns ja noch Kaktusfrüchte machen. Finde ich an sich auch nicht schlecht. Warum nicht? So, dann hier der Lach noch und die Narzisse und dann gehen wir nochmal zum Pierre. Beziehungsweise auch zu Robin und zum Mani wollte ich ja auch noch. Heieiei. So, hier. Jo, sieht alles gut aus. Okay, dann halt zuerst zu Robin, damit wir das noch machen können. Halte ich nämlich doch auch für notwendig. So, Shady Narzisse sammeln. Also bei Kent weiß ich zum Beispiel, der mag Narzisse und der mag Eier. Aber unsere Eier sind ja schon von Iridium-Qualität, insofern besser als das, was wir hier in Gold-Qualität finden. So, Demetrius, ich weiß Bescheid. Hey. Ich mag... Ich mag diese rustikale Hütte. Und diese rustikale Hütte, die kommt nicht ganz ab vom Schuss, aber sie kommt doch ein bisschen an die Peripherie von meinem Hof. Und zwar hier. Ach Gott, wie schnell das steht, das Ding. Die Hütte ist bereits vorgebaut, deswegen gibt es keine Aufbauzeit. Ist das nicht bequem? Ach, ein Fertighaus ist das. So.
Da spart sie sich Zeit, die Altschlawinerin. So, dann haben wir schon bei Robin reingeguckt. Dann können wir jetzt auf dem Rückweg zu Pierre. Und können dann Richtung Mani. Ich hoffe, das reicht uns noch von der Zeit. Weil Zeug brauche ich auf jeden Fall noch zum... Nein, der hat Ruhetag. Verflixt. Okay, dann können wir so schon zu... Mani wird sowieso eng, weil ich glaube, die hat eh nur bis 16 Uhr auf. Und ich hoffe, die ist heute auch im Lader, die gut. Und dann muss ich noch zum Gemeindezentrum. Und ich hoffe, es gibt noch bald eine Hasepfote, weil dann ist das Bündel nämlich auch vorbei. Hi ho, Tierbedarf, automatischer Greifer, geil. Sammelt automatisch jeden Morgen die Produkte deiner Tiere ein. Funktioniert für Kühe, Schafe und Ziegen. Yo, gib her, geil. Dekoration für den Hof, jo, Allah. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht den Käse. Wobei, wisst was? Wisst was, ich mach mal Spaß draus. Tiere haben wir leider keine Eier. Okay, dann Pierre hat zu. Dann muss ich trotzdem nochmal zum Gemeindezentrum, bevor ich diesen verflixten Granatapfel ständig vergesse. Machen wir das jetzt vielleicht noch einmal. So. Also, nix wie Abdo hier. Da ist er, der Eingang. So, perfekt. Dann Juppapi und Juppata, Fidelity und Fidelita, Verzauberer. Warum auch immer das Ding magisch ist, aber wir nehmen es einfach mal so hier. Dann fehlt uns hier nur noch die Hasenpfote. Hier fehlt uns noch der Trüffel, der uns die Wutz dann bringt, wenn sie endlich erwachsen ist. Und Rotkohl kriegen wir auch erst im Jahr 2. Im Sommer oder wann. Oder im Frühling. Ich bin mir nämlich sicher, wann wir den kriegen. Aber schauen wir mal. So. Die Siggi findet ja wieder heim. Und ich hätte jetzt noch mal kurz Bock, eine kleine Runde zu angeln. Deswegen gehen wir nochmal fix dort hier an der Bergsee. In der Hoffnung, dass wir den Stör dort endlich mal finden. Also nichts wie ab dort hier. Und hier nochmal Runde angeln gehe. Ich hoffe, die Viecher sind hier nicht allzu zappelig. Ich mag das nämlich nicht. Ums Verrecken nicht. Aber nur ein paar Runde angeln. Also ich mache jetzt an bis ewig, maximal 18 Uhr. Und dann geht es wieder zurück auf den Hof. Ja, natürlich gleich mal die Zeitung, die unser Köder frisst. Gut, schade, dass sie das beim Update noch nicht verbessert haben, dass das abgeschafft wurde. Okay. Was haben wir dann hier von Vieh, von Lausbub? So. Es ist der Zwergwels. Den haben wir leider schon. Na gut, einmal kann es schade nochmal. Dann schauen wir einfach mal, was rauskommt. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Raus damit. Wir hängen gleich 18 Uhr. Na gut, das gute Holz, was wieder unser Zeug frisst. Und die Siggi findet ihr, wie gesagt, heim. Ich will erst mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Tolles finden. Ein bisschen Eisenerz, alle hopp. Stäh kann ja auch nie schade. So, ja, ein bisschen Eisenerz können wir immer mal abbauen. Das ist immer gut. So. Siggi, wir sehen uns dann später wieder. Huch, was ist dann das Mysteriöses da hinten? Das kenne ich noch nicht. Kupfer holen wir uns auch. Da hacken wir auch noch schnell auf. Aber das kenne ich ja nicht. Was ist dann das? Oh, das ist Iridiumerz. Yeah. Also wieder ab zurück zur Bushaltestelle. Und dann kümmern wir uns auch um den Rest von dem ganzen Kruscht. Wir haben 4 Stück. Das heißt, wir brauchen auch 4 Dünger. Das heißt 8 Harz. Schnell rein mit. Iridiumerz. Wie viel haben wir dann da davon mittlerweile? Ja, 3. Schade. Das reicht nicht von Bacher. Aber 8 schnell gemacht und schnell machen Dünger hergezischt. Und dann brauchen wir noch 4 von den geile Töpfe. Juppati, juppati, juppata. Für die geile Töpfe brauchen wir 4 verfeinertes Quarz, Stäh und Lehm. Okay. NC34, NC34 und dann gib ihm 1, 2, 3 und 4. Dann nix wie ab mit dem Zeichen, was wieder hier gehört.
Perfekt, oder? Sau gut. Treibholz. Oh, da war noch was. Das sollte dann vielleicht auch noch recht fix hoch. Zack. Und rein mit dir, rein mit dir. Der ganze Kram kann rein. Der Lehm kommt noch do hier. Alter Falter. Jo, da ist auch noch was entstanden. Sehr gut. Das wird auch wieder verkauft bzw. weggebaut. Dann haben wir hier noch unseren automatischen Greifer. So, den stellen wir mal gleich dort hier. Und bin hier mal gespannt, was der bringt. Ob da schon automatisch dann alles drin steckt, was wir brauchen. So, dann gehen wir noch zu unserer Hütte. Zu dem tollen Fertighaus für unser Kastarbeiter. So, dann packen wir nämlich hier einer hier, um zu markieren, dass das hier voll die Knechte sind, die von mir schuften. Und damit es hier nicht so notrar geht. So, für die Knechte der Rhinos ist das doch ein super geiles Zier. So, ja, da werden sie sich friert oder Neuländer uns lernen, dass sie hier als Knechte deklariert werden. Oh Gott. Ja, dafür gibt's auf den Sack, aber das gehe ich sehr gern ein. Den Rüffel. So, dann der Stoff packen wir schnell dort hier. Da habe ich, glaube ich, gehört, dass was entstanden ist. Genau. Ja, ich renne jetzt auch die ganze Zeit hier mit der Fackel rum wie so ein Blödmann. Aber das Holz, was man kriegt, kommt natürlich hier rein. Und recht machen wir doch gleich. So. Hier machen wir schön die Reihe von den Dinger hier. Und zwar packen wir die schön hier ans Ende hier. So. Und wenn die nämlich alle schön in einer Reihe sind, kann ich die auch schön hintereinander gießen. So. Und die Kaktussaat. Perfekt. Perfekt. So. Dann geht's mal gleich in die Fall wieder. Und der zweite Dach naht. Perfekt. Sieht wieder ganz gut aus mit der Ersparnisse her. 5800 wieder reinkriegt. Ich freue mich, wenn dann das ganze Zeug mal richtig wächst. So. Jetzt sind wir hier schon sofort wieder beschäftigt mit unserem Gießer. Da reicht mal. Kent hat Geburtstag, genau. Und lebe vom Land, sagt Fischfokus, Aale können im Ozean gefunden werden, aber nur im Frühling und Herbst schon verregnete Ofen da. Okay, ganze Tag klar und sonnig sieht nicht gut aus, aber Aal brauchen wir sowieso noch. Hallo, mein Freund, der Bergsee war in der letzten Zeit wohlgesonnen. Ich hätte gern mein Glück mit der Dele, Linus. Es gibt gebrotene Tintefisch, ja geil. Danke, Linus. So, Dodofo wieder rein. Das packen wir noch gleich mal hier rein. Und das sofort hier. Gut. Dann nix wie rein Dote mit und das sofort hier. Jawohl. Unser Ernte sieht doch schon mal wirklich nicht schlecht aus, beziehungsweise unser Felder wachsen und wachsen. Frühling heißt auch automatisch wieder Honig für uns. Sehr gut. Dann gehen wir erstmal wieder rein. Okay. Wir haben wieder 2 mit Iridium-Qualität. Saugut, dass es dann verkennt. Das Dorei. Und die 2 dann auch noch hier rein. Gut. Der und der. Ihr könnt wieder raus. Und ihr kommt noch nicht so schnell raus, ihr Lieber. So, was haben wir dann hier drin? Ja, geil. Das ist doch mal richtig, richtig gut. Gerade nochmal gucken. Ups, jetzt habe ich aus Versehen die Kuh gegossen. Ja, Hotke Milch. Die hat auch Milch, die Resel, ne? Resel? Ja. Die hat natürlich Milch. Die Radegunde habe ich schon. Also das erleichtert natürlich ungemein viel Arbeit. So, perfekt. Das erleichtert ungemein viel Arbeit und vor allem auch sehr viel Zeit. So, dann nix wie rein mit dem Zeich. Das war ja offenbar alles. Perfekt. Gut, Gewürzbeere gibt es auch 3 für uns. Dann nix wie Reihe hier ins Gewächshaus.
Und hier noch. Bei Gelegenheit, wenn ich genug Holz im Sack habe, könnte ich auch noch bei Robin die nächste Hütte in Auftrag geben. So. Dann sollten wir vielleicht... Hoppala, dann sollten wir vielleicht auch noch tatsächlich Peperoni-Saat rausschmeißen. So. Damit wir da noch schön was reinsetzen können. Ich brauche nämlich nur noch einzelne Peperoni-Saat, aber ich glaube, das könnte ich ja noch genauso gut in der Kiste drin haben. Müsste ich gerade noch gucken, ob ich da wirklich noch eine Peperoni-Saat drin habe. In der Kiste. Okay, gut, das war das hier. Dann nichts wie raus. Und weiter geht's. Auf die Felder wieder. Ja, ich bin froh, dass ich mittlerweile hier einigermaßen Durchzug habe, damit die Tiere sich nicht total im Weg stehen. Das war klug, die Gebäude ein bisschen zurück zu versetzen. Weniger klug war es, dort das Zeug reinzumachen, die Grasbündel. Das war dann doch etwas mickrig. Das wurde ja sofort wegfressen, das Zeug. So, dann machen wir das noch fix. Dann muss ich noch zu Pierre rein. Wenn der heute wieder aufhört, das nächste Mal bei Mani haben wir ja abgegriffen, was geht. Und die Heuballe finde ich einfach nur geil, die man über die Gastarbeiterhäuser hier schmeißt. Finde ich echt cool. So, ist eine schöne Deko, zeigt auch ihr seid willkommen, Gastarbeiter. Hoppla, was mache ich denn hier für einen Quatsch? So. Naja, ist auch eine interessante Gießtechnik. So. Ich sollte mal Gießkanne einfach mal die Gisela nennen, weil sie gut gießt. Oh Mann, das sind so dumme Wortspiele, auf die ich auch wirklich nicht stolz bin. Sorry. So. Weiter geht's. Ich gieße lieber in so einem Kranz, muss ich sagen, so außenrum. Jupp. Ja, ich und meine verdrehtes Ästhetik empfinde. Ich weiß ja, liebe Leid, das kann als etwas nervig sein. Und der Rest vom Schützefest. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir was Neues kriegen. So, ich gucke jetzt erst noch mal, ob ich zufällig eine Saat dafür habe. Ne, sieht nicht so aus, als hätte ich doch die nötige Saat. Schade, habe ich nicht irgendwann noch mal wirklich die Peperoni-Saat. Schade drum. Na gut, dann halt nicht. Dann eben nicht. So. Wo bewahren wir dann unseren Honig auf? Hier bewahren wir unseren Honig auf. Beim nächsten Mal soll ich mal wieder Met machen. So. Quatsch, Kieferntier kommt auch noch hier rein. Dann kommt die Gewürzbeere hier rein und die Peperoni kommt rüber. So, hier ist das ganze Ding wieder durch. Ja, man kann sich ja die Arbeit wirklich verdammt leicht machen, fällt mir auf. Gerade nochmal fix reingucken, da war nichts mehr, genau. Dann können wir bei der Gelegenheit auch nochmal ganz fix gucken. Wie viel mir hin? 320 Heuballe sind noch da, okay. Das ist genug. 2 Peperoni-Saat, alles klar. Machen wir hier noch eine Reihe. Und dann ist, glaube ich, ach gut, ne? Das heißt Ziggy. Wir marschieren wieder weiter. Und dann holen wir uns, glaube ich, einfach noch ein bisschen Holz mit. Scheiß drauf. Und dann baue ich nämlich noch das nächste. Von den Gastarbeiter-Heißler. Wobei, wir haben es einfach jetzt mal mit dabei. Da muss ich nämlich auch ein klein bisschen aufrahmen dafür. Weil bei mir wohnen die Gastarbeiter nebeneinander. Definitiv. Deswegen muss ich hier nochmal ein bisschen zuschneiden. Da die Gastarbeiter halt unmittelbar nebeneinander wohnen. Machen wir hier noch ein bisschen ordentlich. So. Und das passt auch ganz gut ins Bild rein, weil hier ist dann doch eher für die Naturbursche. So. Hoppala. Gut. Warte mal.
Hier müssen wir doch noch ein bisschen vorne drauf rahmen. So. Wenn wir jetzt hier schon vorbeikommen. Einmal auffüllen. Heidewitzka, das wird mal wieder etwas gedrängt hier alles. Aber erstmal. Jo, Lauch muss immer sein. Sogar ein goldener. Dann machen wir nämlich die große Runde von Robin über Pierre zu Marnie. Sehr schön, sie ist auch wieder da. Ich hätte ganz gern hier die Holzhütte. Weil die ist mal ein bisschen zu komisch, finde ich. Die finde ich schön rustikal und toll. Und die finde ich auch richtig rustikal und schön. So, das wäre dann das zweite Häuschen. Und dann kann der Multiplayer dann theoretisch kommen irgendwann. So, das machen wir hier. Ja, saugut. Saugut. Ja, die ist auch zum... Ja, ist auch so fertig Bauzeug, alles klar. Nur das Edelste für die Gastarbeiter. Versteht sich von selber. Gut. Dann haben wir jetzt auch nicht mehr so besonders viel übrig, was wir heute noch machen könnten. Zu Pierre geht es auf jeden Fall noch einmal. Da haben wir noch circa Stündchen Zeit für Marnie. So, Pastinake, Bohne, Blumenkohl, Krummbeere, Tulve, Grünkohl, nee. Die rote... der Rotkohl gibt es anscheinend erst im Sommer. Seltsam. Na gut, dann machen wir halt Folgendes. Wir machen das Feld nochmal voll mit Blumenkohl. 2,30 habe ich, glaube ich, gesagt. Genau. Also 2,30er Feld. Machen wir einfach Blumenkohl. Der verkauft sich ganz gut. So, weiter geht's. Zu Marnie nochmal für die 2 Heuballer. Heute ist Kent dran, ne? Siehst du, dem Hansel müssen wir sowieso noch, je nachdem, wo er gerade steckt. Natürlich ist er nicht hier, war ja logisch. Wäre ja auch zu viel verlangt. So. Dann gehen wir noch ganz fix zu Marns und holen uns bei Marnsen noch unser 2 Heuballer ab als Knechten Deko. Servus Ackermann. Und wir holen noch der Dekorative. Dann wieder ab in die Stadt. Ich will nämlich Kent nochmal unbedingt treffen, damit ich ihm noch dieses Iridium-Qualitätsei geben kann als Geburtstagsgeschenk. Jetzt muss ich den Hansel erstmal finden. Gerade mal gucken, ob er in der Zwischenzeit zufällig heimgekommen ist. Nee, natürlich nicht. Okay. Na gut, dann halten wir einfach so noch im Ausschau. Ah, nee, das ist Jodie, die gerade heimkommt. Kent ist nett dabei. Okay. Da halten wir mal Ausschau, wo der Typ steckt. Eventuell ist er ja auch in der Kneipe. Für so einen Soldat, der gerade heimgekommen ist, wäre das zumindest eine Option, wo er steckt. Ah, schade, denn ihren Kamin kann ich nicht machen. Hier ist auch nichts. Na gut. So, weiter geht's auf der Suche nach Kent. Eventuell ist er ja am Strand. Könnte auch sein. Vielleicht steckt er auch beim Gemeindezentrum, man weiß es noch nicht so genau. Und ovens an Regetage muss ich gucken, dass ich hier angle gehe, um Aal zu kriegen, den wir noch für die Spezialfischbündel brauchen. War das Elliot oder war das Willi? Wahrscheinlich war es Willi. Ja, Willi, der aus seinem Kabuffdo rauskommt. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeug. Ups, hoppla, sorry. Das wollte ich dir nicht schenken, Willi. Ah, scheiße. Da war er ziemlich verärgert anscheinend, dass er das gekriegt hat. Entschuldigung. Naja, wir sind ja sowieso nicht gerade gute Freunde mit ihm, insofern. Aber Köder, das gehört in den Müll? Das ist jetzt auch etwas merkwürdige Aussage von einem Angler. Ich hätte gedacht, ein Angler freut sich normalerweise über Köder, aber der offenbar nicht. So, wo ist Kent? Spielen wir das Spielchen weiter. Ich sollte ihn nur rechtzeitig noch irgendwie erwischen. Im Park ist er anscheinend auch nicht. Na gut, dann gucken wir in der Kneipe nochmal nach ihm.
Und wenn man da nicht findet, dann gucke ich halt nochmal bei ihm daheim. Es kann ja sein, dass er bei meinem Streifzug hier zufällig daheim wieder aufgeschlagen ist. Hier sind nur die Standardalkoholiker wie Pam und Shane. Sieht nicht so aus. Na gut. Gut, Standardalkoholiker sind drin. Penny geht 8 Grad weg. Erstmal hier Müll flattern. Ah, gute Grünalge hier im Müll. Ah, da ist er doch. Da ist er doch, der Hansel. Hier, bitteschön, dein Ei. Geburtstagsgeschenk. Das ist ja nicht von dir. Ich lieb's. Und schon haben wir 2 Herzen mit ihm. Du bist mit meinem Sohn befreundet. Du kennst ihn vermutlich besser als ich. Ach Gott, was ein verbitterter Kerl. Lösen wir ein Herz-Event aus? Nö. Aber wenigstens hat er sich über sein Geburtstagsgeschenk gefreut. Und dann gehen wir noch wieder heim auf den Pelzer Hof und verschönern unser Gedöns noch einmal. Und dann ist theoretisch die Episode mal wieder vorbei. Es sei denn, Reisewagen. Nö, schade. Der lässt sich immer selten am Blick, habe ich das Gefühl, beziehungsweise ich erwische immer die dappische Seite, wo der ausgerechnet da netto ist. Schade drum. Okay, hier müssen wir uns noch irgendwie durchprügeln. Das funktioniert noch mit dem Slalom. Perfekt. So. Neuländer, Slanion. Euer Heimat steht. Und ist wunderbar dekorativ gestaltet für euch. So, Koop kann theoretisch kommen. So, dann ganz, ganz wichtig, das Zeug hier runter. Ich will nämlich morgen nicht nochmal den Stress hier haben. Und ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Müll für die Tonne, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Zerbrochen die CD. Das kann hier noch rein, die Recyclingmaschine. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Rambazamba. Aber dafür für Rambazamba brauchen wir noch eine Bodenplatte. Genau, die hier Strohboden. Ich fände das nicht so schön. Stäbboden gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Für unseren Dünger. Also, gib ihm. Und das Ding hier. Wo ist er dann? Das Ding dort hier. Und dann kann es losgehen. Ja, ist wie gesagt ein relativ guter Trick, finde ich, mit der Bodenplatte hier. Dann fliegen die Sprinkler nicht weg, wenn man hier am Mache und am Dur ist. So. So. Das hat offenbar auch was gebastelt. Ja, verfeinertes Quarz, perfekt. So erhöht wie unsere Produktion jetzt war durch dieses Gedöns, ist das auch nicht schlecht durch diese Gartentöpfe hier. Okay, dann machen wir 32 Stück. Jetzt haben wir auch endlich wieder genug Platz für genug Harz. So, hoffen wir doch mal, dass das ausreicht. Yes, das ist so heiß ist es doch gar nicht, dass der PC so rumknödelt und rumjault die ganze Zeit. So, hoffen wir doch mal, dass das ausreicht. Ich befürchte aber, nö, wir bleiben hier auf dem Nacken hocken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anderes Zeug könnte man doch nochmal. Also 39er Feld eigentlich. Na gut. Na gut, dann ist es halt ein 39er Feld. Habe ich mich mal wieder fett verrechnet. Ich bin hier so ein Mathe-Ass. So, hier. Okay, wächst jetzt ein bisschen komisch das Ganze. Aber ich glaube, hoppla, aber ich glaube, das hole ich dann einfach noch. Die, sehr sinnvoll. Die hole ich einfach noch, die 6 Blumenkohl. Gut. Okay. Dann den ich aber auch sage, ihr liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Der Rest kommt jetzt nochmal durch Reihe. Und ansonsten, wie gesagt, machen's gut. Wir sehen uns dann morgen wieder, wie gesagt. Und dann kann der Spaß hier auf dem Pelzerhof weitergehen. Der Lach kommt noch durch, wo er hingehört. So, das war's mal wieder. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Und zwar ist erstmal nix. Der Louis kommt dann später dran. Bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.